Ja, Lefjecke, heute haben wir Dienstag, der 5.2. Stimmt das überhaupt? Ja, Dienstag, 5.2. und hier kommen die News. Ja, Thema haben wir jetzt Wettmafia. Fußball im Griff von der Wettmafia? Das Thema durfte gestern schon in keiner Nachrichtensendung fehlen. 700 Spielchen soll die kuriose Wettmafia manipuliert haben. Das Ganze wird offensichtlich aus dem asiatischen Raum angezettelt und justiert. Es sollen 380 Spielchen zwischen 2008 und 2011 manipuliert worden sind. Es ist aber gut möglich, dass es noch viel mehr sind. Der Europol ist am Philosophieren und lässt verkünden, dass noch 300 weitere Partien unter Verdacht geraten sind. Das Kartell setzt sich aus der Zahl 425 zusammen. Das sollen dann die ganzen Kriminelle, Funktionäre, Schiedsrichter und Spieler sind, die dann wiederum in der 700 Spielchen rund 8 Millionen Wettgewinne gemacht haben. Lefjecke, ganz im Ernst, 8 Millionen Gewinn geteilt durch die Zahl 425, da blieb doch kaum nicht übrig, oder? Also dafür dann der ganze Aufwand, das wäre mir ein bisschen viel Krawall und nix. Holla hiya hiya holladi holladi. Euer Heino, hey, rockt die Charts. Wahnsinn, oder? Heino stürmt die Charts. Ja, muss man ähnlich auch ja nicht groß drüber spekulieren. Ich finde das nur lustig, dass sich die krassen Rocker Rammstein oder die selbsternannt beste Band der Welt darüber ärgere, was der aale Mann aus der Leder von denen mäht. Gerade die coole Superstars möchten doch viel gelassener mit Umgehen, oder? Jedenfalls erfolgreich war die ganze PR drumherum schon. Noch nie wurde ein Album von einem deutschen Artisten so oft in den ersten 3 Tagen runtergeladen. Wie hier das von dem Heino. Überall Platz 1 und so weiter. Herrlich. Heino, du mähst das. Ja, blieben wir doch drägens bei der Musik. Brings hat jetzt der närrische Oscar für ihr Gesang geholt. Die Junge aus Ihrefeld konnte sich mit 1911 Stimme für der Junge von Casala mit 611 Stimme durchsetzen. Dafür allerdings herzlichen Glückwunsch an Brings. Aber auch an Casala, 2. Platz, ist ja auch nicht verkehrt. Platz 3 beläge mit 542 Stimmen der Klüngelköp, die ich auch richtig jod fingen. Auch dafür alles Jode, ne? Wegen so. Egal ob welchen Platz der kölsche Band auch gelandet sind. Wenn man schaut, was wir hier am Ring für Pulver von hukarätige Karnevalsbands haben, da könnt ja sonst keiner dran. Dort oben abends 3-mal Kölle Alaf, der ich sagen. Und noch eine kurze Meldung in Sache Karneval. Wenn in 5 Tagen der Rosenmontagszug durch Köln rollt, flehe ich von der Rude Funke echte Bio-Blumen und Schokoladetafel in den Kopf. Immerhin 20% vom Wurfmaterial sind bei denen Bioprodukte. Man hat immerhin rund 70.000 Strüße und 50.000 Schokolade. Ich persönlich fände es ja richtig klasse, wenn da uns Biomet-Brötchen und Spanferkelchen geschmissen würde. Dort drauf auch noch ein 3-mal Kölle Alaf. Ja, Thema Ehrenmord. Eigentlich möchte ich so ein Thema in der Kölsche News hier eine große Bohre machen. Weil sonst bei mir immer der Puls dramatisch ansteigt. Also ganz kurz und knapp. Der Fendi Ö wurde gestern zu 6,5 Jahren Knast verurteilt. Weil er seine Tochter hat sterben lassen. Weil seine Tochter in Love mit einem Deutschen war, wurde sie zunächst vom Vater für versammelte Mannschaft verprügelt, anschließend wurde sie von den Geschwistern entführt und im Namen der Ehre ermordet.
Was ist das bitte für eine Religion, in der man seine Schwester oder Tochter umbringt, um die Familienehe wiederherzustellen? Da muss es doch andere Lösungsansätze geben, oder? Für mich ist so jetzt im Jahr 2013 einfach nur erbärmlich. Oh hey, Ahmadinejad will Astronaut werden. Herrlich, das ist doch eine gute Idee. Der König vom Iran, et Ahmadinejads Mammut, will in et All. In 4 bis 5 Jahren will der Iran mit der bemannten Raumfahrt anfangen. Ist ja wunderbar, oder? Ich stät sage, das löwe über den Verwendungszweck Entwicklungshilfe. Und die westlichen Länder sorgen dafür, dass der uns jetzt früher geschossen wird, oder? Dann kann der doch auch das Apetier söke, das die vor kurzem zu Testzwecken erfolgreich in die Umlaufbahn katapultiert haben. Ja, Flimmerkiss, was hier denn im Fernsehen? Abends 20:15 Uhr im ZDF, Karneval hoch 3, unter anderem im Knallkopf und im Kölsche Schutzmann. Viele andere sind da auch noch am Start, wollen wir uns luren, was da los ist. Auch nicht schlecht, 22:15 Uhr TV Total Quizboxen. Ins Lure wird da wieder einer auf der Mütze kriegt. So, 5. Februar, was geschah? 1956 hat der Toni Seiler 3 Goldmedaillen bei der 7. Olympischen Winterspiele in Italien geholt und wurde damit der erfolgreichste Athlet. Heute kenne ich den persönlich deshalb, weil der mit Skihandschuh zusammengeflickt hat. 89 am selben Tag ging Eurosport auf Sendung. Kennt ihr auch, da läuft hin und wieder mal Tennis oder so Spielerei. Ja, Geburtstage, wem können wir gratulieren? Ja, ein kleiner Ausschnitt, hey, der Dietmar Bär, den kennen wir aus dem Tatort. Der wird heute 52 Jahre alt. Happy Birthday. Dann hey, der Cristiano Ronaldo, der kann Fußball spielen. Der wird heute 28 Jahre. Und hey, der Becks Kurt, der ist ja gläubig da mit dem Nürburgring ein bisschen Bade gegangen. Der wird heute 64 Jahre. Alle dreimal Kölle Alav und so weiter. Und auch Happy Birthday noch und all together. Gut, Namenstage. Heute ganz toller Tag für alle Alinas und Adelheids. Super. Ja, Jecke, guck mal zum Wetter. Was soll ich sagen? Ihr seht jetzt selber, was da draußen los ist. Es ist fies, es ist kein Sonne, es ist grau. Guck mal, ihr hättet schwer gerannt. Ich war evans in seinem Ring, könnt ihr hier sehen. Ja, jetzt nach all der Tag rennen ist klar. Immer nur rennen. Die Brühe ist grau, das Wasser geht langsam über der Ufer. Und es sieht ein Idiot aus. Aber wenn der Wetterfee wieder da ist, vielleicht wird es dann besser. In diesem Sinne. Die Brühe vom Ring, die ist immer noch grau. Bisschen braun auch. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass mein Fuß nicht nass wird. Das seht ihr ja hier. Der Ring, der schwappt langsam ein bisschen über. Und mit Wetterbesserung wird dann erstmal nichts. Ich werde so sehen, dass ich die Wetterfee irgendwie so ein bisschen positiv beschwade und dann hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser wird. In diesem Sinne, haltet euch hier Salze und bis morgen.